Und weiter geht's hier im Let's Play zu Tales of Zestiria. Ja, theoretisch ja bereits hier irgendwie im Abschluss war, obwohl sie gar nicht so aussieht. Aber, später bezweifle ich. Wir müssen hier eigentlich nach Kalman, Kamlan, Entschuldigung, einen Weg finden, was gar nicht mal so einfach ist, weil, also theoretisch wissen wir, was... kann ich mir angezeigt hier, schön. Also theoretisch, wie gesagt, wissen wir, wo das Ganze liegt. Das Problem ist nur irgendwie, will es uns nicht so richtig anzeigen. Also hier Arundachwald, die Ruinen, die Zeit von der Ära von Asgard, ja, alles schön und gut. Und daneben wäre dann wohl langsam, aber sicher mal hier Kamlan, das Ursprungsdorf. Hier fehlt noch ihnen etwas, das wird ein Übergang sein. Es hat als Chaos begonnen, ja, und Thron von Artorius. Keine Ahnung, was das hier genau sein soll. Sieht man irgendwie aus so ein, Endstation halt, ganz ehrlich gesagt. Ja, schön, war. Und ja, letzten Part wollte ich eigentlich dorthin gehen, aber es ging irgendwie nicht so richtig. Wir haben einen Weg nicht gefunden, für einen Engelplack gemacht, immerhin etwas. Und dann habe ich gemerkt, ups, dann können wir zurück hier nach Lokrin. Ich komme wieder zurück und da dachte ich mir so, warum nicht einfach wieder mal ein bisschen alles angucken und vor allem wieder mal die ganzen Sidequests abschließen, wo es endlich mal zum Abschluss geht. Und ja, was auch schon gesagt habe, von wegen den Truhen und so weiter, sich immer wieder auffüllen. Und wo ich mich gewundert habe, hey, wieso ist die Truhe wieder geschlossen und so weiter. Das habe ich Idioten mal eingestellt, vor zigtausend Parts. Naja, vermutlich weniger als 50, aber egal. Ja, und zwar hier und halt Gegenstände, Gaben, genau, wenn man es hier machen würde. Es wird Zeit, dass ich das Ganze jetzt mal ein bisschen intensiver nutze. Erstmal die Yuma-Erkennung. Navigationskern zeigen, wo sich Yumas aufhalten. Wo ich das Gefühl habe, ich habe es bei anderen bereits gemacht, aber teilweise eben auch nicht und so. Und deswegen ist es sicher teilweise noch ganz nützlich. Nuller kann ich sowieso aktivieren. Gut, dann haben wir hier noch die Schatzwiederherstellung. Der andere kann ich... Ah doch, kann ich angucken, gut. Na toll. Ich will gerade nachschauen, was bringt es überhaupt, aber geht nicht. Wunder des Lebens, du kannst einmal pro Kampf verhindern, dass jemand K.O. geschlagen wird. Wir setzen den Kämpfer gegen starke Gegner ein. Ja und nein, man dafür haben wir die Tränke, oder? Also warum hier einsetzen und auch die Tränke dazu haben. Schatz oder Herstellung, lass jetzt mal, weil ganz ehrlich, gut bei Goldtruhen würde es noch bringen, aber ansonsten nicht mehr. Wir haben glaube ich sonst wirklich, ja, sind sehr kompakt und so weiter, also lassen wir das mal. Heilende Luft, ist auch noch ganz praktisch und den Rest, wie gesagt, später. Normin einstellen. Auch hier können wir natürlich noch ganz viel machen, zum Beispiel Attack angefangen, Level 1, wird irgendwie Angriff erhöhen, haben wir noch Penetrate, kein Taum bei Schadenhöhe von 40 oder weniger. Das Gefühl, wenn es so steht 40, klingt es irgendwie nach sehr, sehr wenig. Feuerangriffskraft natürlich auch cool, das Problem ist, ich habe eben nur 1 drauf. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das Glück hat ein bisschen... Eine allgemein gute Fähigkeit, auch hier zum Beispiel gegen Drache und so weiter. Plus 10 ist ja vor allem bei... Das wäre sogar eine ganz geile Fähigkeit, die wir vor allem halt für Rose und Zoe, falls sie nicht aromatisieren. Kannst du auch ganz coole Arten noch an den Tag legen. Und natürlich die Esser-Erhöhung. Erfolgreich Betäubung, wo ich sowieso viel mehr gerne betäuben würde, weil Betäubung ist so geil, du ziehst nachher so viel Schaden ab. Aber eben, kann ich das irgendwo beeinflussen, sag ich jetzt mal. Ja. Noch mehr Charme machen. Alter, leck mich am Arsch. Werterhöhung, Verteidigung ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber muss natürlich auch mal sagen, ab zu. Betäubung ist reduziert um 20%. Bei mir selbst war. Esser-Einsatz, irgendwie. Esser-Erhöhung noch ganz geil, war. Esserhöhung, nach erzielten Treff plus 5%. Nach Sieg plus 8%. Bei Verteidigung plus 25, Alter. Also Regionallied ernannt. Okay. Weißt du was, ich mach den mal, war. Fares, soll der mal rein? Jo, jetzt halt die Frage hier, Segen und so weiter. 7 Tage Regen, war. Immer dieser Segen, aber erstmal natürlich mal ein bisschen einkaufen, muss auch mal sein. Apfel braucht eigentlich nicht mehr, wenn wir ja sind. Ja, kann man jetzt eigentlich ruhig mal irgendwie so aktivieren. Wir haben sonst keine Waffen mehr, aber...
Doch. Alter, Fokus. Na, ich würde sagen, Waffen wandern ein bisschen damit. Und sicher mal die Items wieder mal, wa? So. Ja. Und jetzt soll man da mal ein bisschen investieren. Hab ich echt noch nie gemacht, wa? Melonengummi. Ich habe das um 30% erhöht. Hä? Ein Kampf wieder herstellt. Bei Verwendung im Kampf. In Bewegung oder im Kampf. Okay. Ja. Kann man einen heiligen Trank ein, so ein Finstertrank, wa? Den brauchen wir sowieso nie. Nächster Level. Das könnte noch ein bisschen dauern, bis wir den nächsten Level erreicht haben. Ja, Elixir wird auch ein bisschen behalten für halt absoluten Notfälle und so weiter. Also geht noch etwas Interessantes, was ich auch doppelt habe. Lohnt sich kaum, war. Geniestab. Oh! Die Waffen mal ganz kurz angucken. Den Rest machen wir immer offscreen, aber die Waffen kann man ruhig mal so noch ganz kurz vergleichen. Das Zepter. Hat doch schon mal angeguckt, wa? Danach sicher wieder mal eine Esser weniger, wa? Wenn wir schon dabei sind, wie sieht es eigentlich mit Verschmelzen aus gerade hier? Ach nee, doch. Fusion, dann hat sie eigentlich. Ah, okay. Aktuell Punkte, Alter, braucht viele Punkte dafür. Mal seinen Topaz-Hut fusionieren und schon geht's nicht mehr. Ja, das sind tolle Punkte, leider. Aber kurz fusionieren, so weg. Das lohnt sich ja ungemein. So, machen wir dann nochmal einen Topaz-Hut. Der Ploppring, alles ploppt raus. Flügelringe, kann natürlich auch mal fusionieren. Quarzstiefel, ja, liebt ihr. Heiß und innig. Und noch etwas anderes, was ich auch noch gerne machen würde. Und zwar bevor wir auch wieder da also unseren Weg machen nach Kamlan, dass wir noch bei Etnas Bruder vorbeischauen. Weil es gibt da scheinbar so eine Szene, also gibt es sowieso im Spiel. Wenn man bereits vorhin im Spiel zum Beispiel gegen Hildalf antreten würde, hatten wir schon mal, glaube ich, auf der... Ich überlege gerade, war das? Irgendwo hier unten, ich glaube sogar hier im Felssacken ja auch war. Oder was noch? Doch, ich glaube es war hier. Wo ich mal durchgehen wollte, oder kann was... Ne, doch, war glaube ich hier. Wo ich durchgehen wollte und es ging nicht, weil Hildalf da stand, wo ich so sagte, plötzlich Spiel verpackt oder so etwas. Da hat mir ja auch einen Kommentar geschrieben, eben, dass wir so eine Situation, wenn ich da Hildalf besiegen würde, wird irgendwie das Ende vom Spiel anders ablaufen. Und gibt es scheinbar eine ähnliche Situation, wenn man jetzt, glaube ich, sogar zurückgehen würde zu Etnas Bruder und ihn irgendwie, ja, jetzt rausfahren, also es gibt, glaube ich, eine Situation, wo Etna einem sagt, also einen Kommentar abgibt von wegen, also im Sinne von, sie sagt gar nichts, oder sie sagt, nee, ich will nicht, oder finde das keine gute Idee. Dann wäre es noch zu früh, wenn man es dann trotzdem machen würde man, glaube ich, irgendwie ein anderes Ende kriegen und so weiter. Also ich laufe mal ganz kurz dann, eben, wie gesagt, etwa 3-4 Parts vermute ich mal, gehen wir mal vorbei und gucken mal, was ich noch überhaupt sagen würde. Noch nicht gegen ihn kämpfen, weil es ist das erste Mal, dass ich halt das Spiel spiele und da will ich es halt auf die, sag ich mal, normale Art und Weise machen, ohne dass ich groß irgendwie ein anderes Ende so etwas provoziere. Und ganz ehrlich, ich bezweifle stark, dass sie stark genug sind. Abgesehen davon, dass mir sowieso noch ein paar starke Yumas fehlen. Aber ja. So viel dazu. So, genug gequatscht. Oder noch gucken, wa? Ist doch immer schön, wenn hier irgendetwas... Gut, er hat noch 6 Esser. Sie hat auch wieder 6. Sehr gut. Er hat auch noch 6. Sie hat wieder 5. Er hat auch noch 6. Jo, dann kann der Rest eigentlich weg. Beziehungsweise natürlich kann es hier anbieten, wa? Mann! Ich renn immer ständig hin und her. Entschuldigung. Könnt's Melvin? Mhm.
ること？わからないけど気になるよな。なるかけJo, ich auch. Ja, hatten wir schon mal. Das war also neu. Gut, dann fehlt hier oben noch etwas. Kann Katze sich in echte Katze verwandeln? Dann aber stimmt. Okay. Poetin Mevin. Die Tiegel mache ich, wie gesagt, alle in einem separaten Part, weil es sicher länger dauert. Und ich ja speziell dazu auch mal Schwierigkeit auf einfach runterstellen, damit wir da schneller durchhaben. Deswegen, ja, wie gesagt, später. Jetzt mal ganz kurz gucken, wenn ich den anbiete. Ich will sicher dafür auch nicht. Dann kommt die auch mal weg. Da ist noch zu früh, bin noch nicht sicher, ob die schon weg können. Die können Beschleunigungsstiefel. Fokus, Verteidigung, Hokus, Pokus, Fidibus. Ne, komm, lassen wir es mal. So, was jetzt? Ja, Besolderhöhle, Östler von Logrin. Waren wir schon mal, kennen wir. Wo haben wir das Teil? Hier. Ja gut, hier waren wir schon mal drin. Wir erinnern uns, der Blutegel. Oder nee, Amsel. Wie ist das Teil? Außer ein fetter Joma. Genau, da war hier und hier haben wir eine Goldtruhe noch gehabt. Wir erinnern uns. Soll die ganze Höhle nochmal durchgehen oder was? Immerhin haben wir jetzt die Jomas drauf. Das ist schon mal sehr praktisch. Ja gut, wir gehen auch mal durch. Wir müssen alle abkürzen. Ja, ich kann nicht mehr sprechen. Wir haben ja alle Abkürzungen gemacht und wenn ich natürlich so quatsche, klingt das total bescheuert, aber dafür artikuliere ich zufriedenstellend. Meine Fresse. Wow. Das wird ziemlich viele. Wow. Wow. Mann, haut ab, ihr Scheiß. Ich hab eh keine Chance. Was? Wieso kann ich angreifen? Das waren doch normale Angriffe. Waren es doch Arte-Angriffe? Ja, ich kann nur eine Art in eine andere Art unterbrechen. Bei normalen Angriffen dürfte es nicht klappen. Alter, das ist langsam gut hier. So, jetzt reicht's aber. Ah, stimmt, wir haben eine neue Arte ausgerüstet. Hab ich ganz vergessen. Warte, wie ging die schon wieder? Antike Nova. Okay, die haut rein, die Antike Nova. Habe ich hier Ruhe? Gut. Ich muss nochmal ganz kurz nachfragen. Östler von Logrin. Ja, doch, in der Höhle selbst, nicht irgendwie außen da oben oder so. Also ich hoffe, dass es dann zumindest noch angezeigt wird. So, übrigens, wegen jetzt sind halt die Fragen so in den Parts noch, war macht irgendwie wieder, weil es hier quasi nur Sidequests sind, machen dann dafür irgendwie Überlängen oder so etwas. Ja, ich muss gucken, ich hab's eigentlich nicht vor. Ja, wie gesagt, mal schauen. Wie lange es denn wirklich wäre? Nur der ist vielleicht eine Ausnahme, weil ich sowieso wieder viel rumgequatscht habe. Ich noch ein bisschen herumprobiert habe, aber grundsätzlich. Aber so out of nowhere war. Tschüss, Mann! Lalalala. Aber noch was Neues hier bei Kampfaktionen? Aber nicht, wa? Ja, 7 Punkte, durch Todeszone alles vom Fail. Hat so eigentlich noch immer Snack-Zubereitung? Ja, da kann nichts anderes. Schleichender Schritt, also merken, noch leiser schreiten. Noch leiser schleichen, ja, aber können es bereits auf 20, also bereits Maximum.
Anloggen war eigentlich auch nicht. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht, war das jetzt ein bisschen... Machen wir es längst Zubereitung, war. Da macht es ein bisschen mehr, wertvolle Gummis. Gummi? Ja, wir brauchen Gummi. Gelbfunk brauchen wir, wie gesagt, auch nicht. Fusion hat Leila bereits. Ja, die Windschreiten. Nehmen wir halt 2 Snacks Zubereitung, ne? Ist ja kein Problem. So, jetzt bin ich langsam ein bisschen verwirrt. Vielleicht im Anfangsbereich. Oder ist wohl eher, war ist noch nicht vorbei. Nein, 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 wir sind gleich da. Oh, Glück gehabt. Wie sieht eigentlich aus? Bist du geheilt, Rose? Natürlich nicht. Gut. Kopiert's halt nach, ist mir egal. Natürlich direkt 2 so scheiß Viecher. Oh, das wird übel. Bringt auch nix. Boah, Antiken Ober, die haut rein. Mal die anderen testen, war. Oh, darf nicht. Ja. Oh je, oh je, Sidequest wird ein bisschen dauern. Naja. Ich glaube ja direkt wie mal Ding hier war. Wieder mal ein heiliger Trank. Weil die Monster hier ganz ehrlich bringen sowieso nichts. Die sind so schwach und die kosten uns echt nur Zeit. Wobei das schon cool wäre, wenn alle Charaktere Level 60 wären, sonst kriegen wir nicht mehr hin. Nee, nee. Ich darf mal gucken, dass nachher, wenn es ums Training spezifisch geht, vor allem an die Schmelztiegel. Wir kriegen gar keine Erfahrungspunkte dort, war. Verdammt. Weil sonst hat Edra gesagt, gibt ja einen, wo wir mit allen mal einmal hin müssen, waren. Einen, wo ich mit Rose und Seraphim hin muss. Dann da mit Edna, also Rose plus Edna. Dann hätten wir Ednas einzelnen Dungeon, sag ich jetzt mal noch. Würde die auch gehen. So. Habe ich jetzt hier noch überall Gebiete, wo ich nochmal ganz kurz nachgucken kann. Das haben wir auf der Karte angezeigt, wird natürlich auch geil. Kam von oben, okay. Mal ganz kurz hier. Ich bezweifle, dass sie hier ist, aber hey. Hier waren wir auch schon. Ja, das soll kaum gewesen sein. Gut, Truhen weiß ich, dass mittlerweile wieder kommen, aber also Pflanzen auch. Aber vielleicht irgendwie anders eigentlich oder echt mal übersehen war. Wäre bei mir auch nichts Neues. Oh je, oh je. Muss halt bloß gucken. Halt immer so eine Frage, wegen der Länge der Parts und so, wenn man halt sieht, teilweise macht er Überlänge, teilweise nicht, was ist los, Michael? Hängt auch teilweise davon ab, ob es, wie gesagt, so ein Sidequest-Part ist und ich mal ein kluges Thumbnail habe, weil sonst muss ich wieder irgendwie Bild aus dem Internet runterladen und so, das passend machen und das ist manchmal auch ein bisschen doof. Stimmt eigentlich schon, wa? Gut, Rose sagt, sie ist definitiv in der Tresolder-Höhle. Sie hat auf der Karte nicht angezeigt, deswegen hoffe ich jetzt mal stark, dass man die Dinge übersehen kann. Ja, das wäre mal total beschissen. Ich meine, du gehst hier entlang, du. Das ist so ein total kleiner Minipunkt und du einfach sagst, Bitte was? Aber ja, im Spiel würde es durchaus zutrauen.
So, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Glaube nicht mehr viel, wa? Wie gesagt, im Endspurt. Es kann sein, dass ich für den Endboss dann Endboss zwar noch eine Schwierigkeitsstufe hochstelle, einfach nur damit es ein bisschen epischer ist und mich auch ein bisschen anstrengen muss dann. Ja, das ist natürlich ein Muss, das ist klar. Ansonsten sollte eigentlich alles so bleiben. Also Endboss würde ich sagen. Auf Mittel, wenn ich. Schwer wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, auf Mittel machen sicher. Also, mal versuchen, wa? Wir haben alles Mögliche da zum Ausprobieren und zum Einsetzen. Das dürfte ja kein Problem sein. Ansonsten vom Let's Play selbst. Ah, jetzt haben wir etwas drauf, ja schön. Einfach ein Let's Play Länge auch, wa? Dann haben wir halt hier die Hauptstory, danach kommt Alicia's Story und dann kommt es darauf an, ob es noch bestimmte Enden vom Spiel gibt, die ich relativ leicht nachzocken kann. Also sprich, ein Spielstand lang kann, dann nochmal irgendwie etwas abändern kann und dann nochmal zeigen kann. Aber was ich schon mal sagen, also garantiert sicher ist, also nicht nochmal das Spiel durchspielen für verschiedene Enden. Nee, das sind doch ein bisschen zu vieles Guten. Vielleicht mal in geraumer Zukunft wieder mal, also erstmal privat nochmal durchzocken und dann nochmal das Ende aufnehme. So quasi als Zusatzpart bringe, das schon, dann nochmal ein komplettes Spiel nochmal durchzocken auf New Game Plus und so etwas. Das Let's Play komplett, nee. Noch nicht so schnell. Hallo? あなたは天族アカシャと申します。どうしよう。こんな僻地にどんなご用でしょう。俺はスレイです。ここにメイビンって詩人がいるって聞いたんだけど、知ってますか？詩人メイビン。彼女ならそこで眠っています。亡くなった？もう300年も前に縁あって私が墓守りをしています。300年？話違うじゃない。長命な天族には時々あるんです。時間の感覚がずれてしまうことが。情報をくれた方にとっては300年前の話が数年前のことのように思えていたのでしょう。ああ、俺もあるわ。プリン取っておいたらうっかり100年経ってた。そうなのか？ないわよ。彼女にどんなご用があったのですか？俺の知り合いにもメイビンって探検家がいて、その人の家族かと思ったんだけど。偶然同じ名前だっただけみたいだね。偶然ではありません。その探検家も国威の語り部でしょう。もって。詩人メイビンも語り部でした。語り部は個の名を持たない一族。メイビンとは一族が代々受け継ぐ名なのです。つまり詩人は何代か前のメイビンか。メイビン、見とるものって意味だっけか。彼らはその名とともに制約を受け継ぎ、世界を傍観する宿命を負うのです。しかしなぜそんな宿命を？初代がなんかやらかしちまって強制的に制約が与えられたとかなんとかだっけ。私も詳しくは。全てを知るのは語り部だけでしょう。今代のメイビンは？最後は見とったけど。そうですか。我は世界を見る者、歴史を見る者。眺むる世界に人はあり、流れる歴史に人がいる。人よ行け、人よ行け、世界を回せ。我は見る、我は見る、輪廻の果てを。佇む体は一人でも、我が心は人とあり。温州因果を飲み込んで、我が心は人とあり。それ、詩人メイビンの？人への愛情に満ちた歌ですわね。はい。彼女だけでなく、一族皆の夢なのでしょう。語り部は孤独ゆえに世界を愛し、人を愛する。あなた方に見とられた今代はきっと幸せだったと思います。だといいね。答えなきゃな。
メイビンが託してくれた思いに。Hört, hört! Das ist eine interessante Geschichte. Okay, neue Gegenstände erhalten. Ist auch nicht so verkehrt, war. In den kleinen Prüfung. Hintergrundmusik wechseln, was? Ah, einfach so. Benutzerset. Ah, so wechseln könnte. So, alte Farbe. Ui, leck mich am Arsch. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, wa? Ich bin der dunkle Hirte. Ich vertrete die dunkle Seite der Art. Okay, genug davon. Jo, wieder mal spannend. Ich würde sagen, ich habe ein Thumbnail, von dem her gehe ich jetzt wieder raus. So ist direkt hier. Port mich aber noch ganz kurz nach Lastonbell zurück, wegen dem Herrscher des Landes und so, und ganz kurz gucken, was ich da eingestellt habe. Und dann in der nächsten Folge gehen wir zu Sergei und gucken uns sonst noch ein bisschen um. Und wer weiß, ob wir vielleicht sogar schon in 2 Folgen mit den Schmelztiegeln bereits loslegen können. Wie gesagt, könnte ja sein. Alter, direkt am Anfang und ich natürlich trotzdem erstmal rundherum marschieren. Na, aber immerhin ein schönes, schickes Kleid. Ich frage mich immer noch, wo zum Henker sind die ganzen ja, die ganzen mystischen Arten, Kombinationsarten halt. メイビンおじさんには難しい事情があったんだね。ああ、特別な宿命を背負ってたんだな。それでもおじさんはいつも赤霊の羽を手伝ってくれたよ。俺には探検家の心得を教えてくれた。とにかく世界中を飛び回ってて、俺たちに道を示してくれた。うん、それがメイビンおじさんだよね。どんな事情や宿命があってもメイビンはメイビンだ。スレーがスレーなようにね。ロゼがロゼなようにだよ。真似すんなよ。そっちこそ。Ja, wir haben sie so genannt, war in der alten Sprache, Rose ist Rose. Das war ja auch sehr, sehr... Eben noch Fahrrad drauf war, Gegnerlevel plus 5. Wirklich mehr Erfahrungspunkte. Das war ja so geplant. So, Lastonbell war, wo man sagen, ja, wieso nicht vom Gasthaus? Ist aber schon hier, war. Also mein gerade Sergei. Sergei! Gut, man kann mal hier gucken. Oh, es sind noch 5er. Und Snacks ist. Ich schätze mal, diese Gaben wirken natürlich nur in ihrem jeweiligen Gebiet, wa? So, machen wir die hier. Ne, ich mach's nicht mehr, weil das verwirrt mich immer nur, und putz die Dinger wieder voll sind. So, wer kommt diesmal hinzu? S-Erhöhung bei erfolgreichen Betäubung plus 8%. Der wäre eigentlich eher... S-Erhöhung nach Sieg 8%. Das wird doch mal geil. Aber jetzt geht es ja eigentlich eher zum Endfight hin. Man soll natürlich eher... Kann nicht Forest haben. Hier Wundo. Nach Sieg... Soll man den vielleicht eher für das andere Gebiet aufsparen, wa? Moment, der nenne Normin von Herrscher des Landes. Mit verlorene Gegenstände möglichst die Fähigkeit des Normin haben. Aha, so. Ich dachte eigentlich eher, es wäre ein bisschen anders, aber gut. Dann können wir es belassen, wa? Der hat auch nicht mehr. So in schwarz unterwegs. Ja, das ist vielleicht auch wieder zurück in Pendrago. Sie sagt nichts, also nehmen wir schon mal an. Ja, gut, ich mal ganz kurz nach dem nächsten Part vorbeigucken. Vermutlich ist er in der Kirche. Pendrago, Entschuldigung. Katzkorner suchen. Kätzchen. Muss erstmal eins finden. Das gucke ich vielleicht offscreen nach, wo da eins sein könnte, weil sonst dauert es wieder mal zu lange. Das kennen wir ja auch, und das sind der Herrscher des Landes und. Wobei, ich glaube, hier war sogar eine, war. Da waren diese ganzen überall. Einer auf der Brücke war. Die Brücke müssen wir sowieso noch. Genau, also wenn wir Pech haben, können wir all die drei. Die drei sage ich schon, ja, auf Schweizerdeutsch. Schön.
können diese 3 Dinge alle im nächsten Part abschließen und dann im nächsten Part die Tiegel und dann langsam mal gespannt, weil wie gesagt, mir fehlen immer noch die mystischen Arten. Ich habe sogar ihnen was sagen lassen, wegen dass die Kombi-Arte von Zoe und Mikleo kriegen wir in Elysia. Da war gar nichts. Hä, mit so einem Verarschen-Spiel? Naja. Wir sehen wir mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim dunklen Hirten. Ciao zusammen.